Max und Moritz op Plattdeutsch. Ach, wat liegt leige Blagen, ellern Faken in den Magen. Wenn sie frech sind, sich nicht möget, bloß op Streichen nos ich fröget, gar kein Bock op Reken singen, Lehrers op de Palme bringen, Lernen maken in den Galopp und dann bloß dumm Teug in Kopf. In den Supermarkt wat stehlen oder noch was Rögen quälen, stilkes Zigaretten rauchen, dreckig kören, grinsen, flauken, an de Ecke rümme storn und mit nix de Tijd outschlagen. Bloß kein bisschen sich anstrengen. Man soll sie in de Mäse bängen. Tweeën, Max und Moritz heiden, brauchen ganze Dorf anschweiten. Deren selten wat ze sollen, meiken einfach wat ze wollen. Wat uns Wilhelm Busch beschrieben, wat die beiden alles drehen und wat davon überblieben, Willu Plattig reagieren. Nu kommt der erste Streich. Geht dir de Honor von Frau Bolte. Nicht bloß Schweine, Kalber, Kögge, auch so Honor magt viel möge. Denn de Diers, de braunen Witten, bleibt nicht op dem Messer aufsitten. Immer hat man wat to rennen, wat to jagen, wat to schennen, weil se op de Erden klagget, wat man in den Gorden sagget, weil de Blaum se to retet oder op de Djelle schetet. Doch se dauert, dat moet man sagen, ja auch schöne Äcker legen. Und wenn sie dat legen dorn, merkt man sich einen schönen Braun. Früher will man auch vor Küssen ihre weichen Vieren nicht missen. Witwe Bolte auch de Dralle haben paar Deiers in den Stalle, Schweine, ein Mütken und ein Kahn und 3 Honner und ein Hahn. Max und Moritz düsse Donner hinket Frau Boltes Honner. Gar nicht bleiben könnt ihr meisten, wat die beiden sich da leisten. Stückskes Braut, so passend kleine, Bünse mit den Farben beneine, dann de Benner hen und hier, durcheinander kreuz und quer, schmierten se in Honnereck und dann möglichst flott men weg. Wochten echt an Busch Eis af, wat dat mit de Honner gaf. Eis fand Boltes Hahn de Brocken, und der Butz de Honnerlocken. Vouwer können sie güst wohl broken, darum deren sie hastig schloken. Doch schon hängen sie an Neine, hampeln wild mit Kopf und Beine, rierten sich der Hälse lang, jedes Tauch an andern Strang, flattern up'm Appelbaum und da was er oud, der Traum. Benner hängen an de Braken, da was gar nix mehr zu maken, Köppe Burm, Beine unten, hängen sie ne Viertelstunden, jedes Haun kon güst noch legen, dann der sich kein Bein mehr wegen. Witwe Boltes ganzer Stolt hängt no daug da in den Holt. Als er güst no Boten keik, da würden ihr doch de Kneie weig. Nei, se konnet nicht verstorn, wie hat dat denn bloß Tauchhorn. Doch se was, wenn auch wat ruge, eine Ressel feierte fruge. To retten wat to retten, der se butzert Messer wetten, Köppe af und Vieren runter, Dirmrot und weg den Pluner. Dit was no dat erste Stück, Wiederkeit den Augenblick. Nun kommt der zweite Streich. No dach Bolte hin und her, wat do wohl to dauern wör. Und se men, et wör am besten in ne Panne sette rösten, weil se braun wohl no wert. Kreigt de Panne up'm Herd und schon bolle was die Luft voll von leckern Brauenduft. Als Frau Bolte noch voll trauer, würden de Lümmels all up lauer, clevern Hauge an Gefach, flott bis Burm upe Dack. Durch den Schornstein dann von Burm kijken sie bis up den Urm, in de Panne dicht beneine, ohne Kopf und ohne Beine, können sie de Honner seien. Brauenduft der Hauge teien. Just so han sie sich da dacht, denn sie han beide Schmacht. Doch ging Bolte mit n Teller vor so'n Augenblick in den Keller, denn sie at so gerne wat Sauermaus od eigenen Fat. Moritz, der dat Butz bemerke, ging no ganz gezielt to Werke, und der sin Angelhaken an ne lange Schnauer maken. Domme tauche von n Urm, alle Honner flott no Wurm, jeder Tweie unan Arm und dann weg. Spitz Schlauchalarm. Spitz, der hat durch Storn und Kirken, kon nix anders dauen als Brieken, Leiper Rümme, Meik Bauwau, Boltedach keek doch mal touw.
kam herup, ken haun mehr door, Gott, dat is doch wohl nicht wahr. Dat, so dach se up de Stehe, was ken anderer als die Röhe, nahm den grauten Lirpel hier und sich dann den Spitzen für an den Sterthälse entfasste und dann drup wat giefste haste. Spitzken jaule, he wohl schlagen und ha wirklich doch nix dorn, konne doch in 5 Minuten kenne Feierhonner schlogen. Max und Moritz echt an Haaren würden schon an Knorken knarren, Böke, Hauge wie ne Tunne, schleipt meist mal eine Stunde. Düt was no dat tweede Stück, Wiederkeit den Augenblick. No kommt der dritte Streich, ne? Mit dem Mester Böck dat. In Dorp und weit in Land was der Schneider Böck bekannt. Weil sin Handwerk he verstond, schaffet nix, wat he nicht konn. Wat man sich bloß denken kann, nagge düse hure Mann. Gleich auf schöne Hochzeitsfrecke oder schneidige Schützenröcke, han de Jungens vatorierten und der Papa sollt nicht wirten, Büchsen, Kürter länger machen und noch viele andere Sachen. Hilfsbereit, de ollen Teien, darum mochen jeder lehen. Max und Moritz aber mennen, dat se denn wohl ärgern können. Mester Böck sin ganzer Stolt, was en kleinen Steg od holt, echt an Haus, über ne Birke, dat he flott mal nur de Kirche oder süß in Dorp kon laufen, wat besorgen, kaufen. Düsse Brügge dern de Blagen ganz von unten wat ansagen. Dat de Brier, so dern se rieken, sullen bit drüber gorn brecken. Anan dags von Schaule trüge, leiten se noch ihre Brügge. Blieben echt an Water storn, die ganz do dichte gorn, reipen, he, du Schneider Böck, he, meck, meck, meck. Bölken out den Hals, de Lungen, schneien Fratzen, wiesen Tungen, komm doch, reipen se noch recht, und dann af und nix wie weg. Dat was Böck nun doch viel, schnappe sich im besten Stil, dann herrot und wat Schem, doch no kam het wirklich schlimm. Krack schon lache in het Water, Irne flören mit Geschnater, Strampeln, Planschen, Hölpe, Schrecken, doch kein Mensche, der sich wegen. Ümen Hor, wo he versorgen, her nicht 2 Kreise droppen, wecke unser Schneider Böck, flott wie beide Beine peck, paddel mit bis an Land. Doch kam he wie doch Verstand, schlüre in den Kopf noch flau, langsam up sin Hösken tau. Sine fruge Ressel feiert, hat nicht lang rumstudiert, kriegt den Schneider auf den Tisch, Bürgeleisen druckt zisch, ruckzuck was der Kerl wie dröge, alles kam wie in Rege. Doch der fruge was net dull, schenne in den Puckel full, Mensch, du könntest der Jungens packen, weset die doch bloß die Hacken, stoppt die doch die Ohren tau, hör mir nicht ob den Radau. Düt was no dat dritte Stück, Wiederkeit den Augenblick. Der feierte Streich. Et is nun mal so ob Ehren, jeder Mensch will gern wat werden, drum beschlürten Hauge Herren, alle Kinder möt wat lernen. Nicht in dersen bloß und Riecken, sütze ihre Nase stärken, auch in önig sich benehmen, sütte Lehrers Unterricht geben. Doch vor was seit viele Jahr her Lehrer Lempeldor. Max und Moritz, frech und fix, hellen von viel Lernen nix, können recht es nicht verdrehen Lempels lange Anstandsbriegen, dechen, wie is düssen fruem guren Mann bloß beter guren. No was düsse gure Lehrer auch ein Tabaksqualm verehrer, der als Feierabendteiken gerne sich ein Päpken schmeiken, wat man so'n fledigen Mann auch von Herden können kann. Doch just mit de schöne Pepen decken se en Antoch reben. Sonntags morgens wie de Misse, Jungens wissen dat gewisse, sat der Lehrer binnen Gesang, Wurm op de Örgelbank. No, so decken se, is tät, denn se wohl mir nicht weit, schlieken sich in Lehrerhaus, füllen auch de Peperboos, schütten flink dann in Galopp Pulver in den Pepenkopf, flott dann auch den Hoser rot, denn schon was der Misse out. Lehrer Lempel kam vom Burm und ging butz in sine Sturm, sette in Sessel sich von Lier und kreig sine Pepe hier. Drümele dann met Genuss sicken langen Fidibus, outen Rest von Packspapier, helten vorsichtig in Feuer und dann an sin Tabaksgrot. Doch no was der rohe Out, Flammenblitzel, Feuerball
und an einen harren Knall, Peperflauchen oder Henne, Billerfellen von de Wenne, Stäule, Kippen, Beine, Burm, Lempel mitten in den Sturm, Fuchtle mit der Henne wild, sorg out wie so'n Jammerbild, alle Haare würden verbrennt, so en kein Mensch mehr kennt. Schwatt vom Burm bis nach unten hätten sie ne Frau gefunden, der stund da und reibt, mal jau, nu sag bloß, wie ging dat tau. Weckers soll no Schaule holen, mit de Kinder lesen, malen, Weckers sonntags wie de vielen missen up de Örgel spielen, doch noch 2-3 Werken Pflege würden de Kräfte wie wat Rege, wat verschrugget, was wir gut, bloß de Pepe bleibt kaputt. Dit was nou het 4. Stück, Wiederkeit den Augenblick. Nou kommt de Onkel Fritz dran, ne? De 5. Streich. Heste, Opas, Onkels, Tanten oder andere Anverwandten, wecker in de Neichte wohnt, doch Besuch auch manges kommt, dann muss immer artig sein, dat mag jeder Onkel lehen, wenn kommt, dat Händchen geben, Mandel auch und Haut aufnehmen, flotte Sturmlür losmachen und noch viele andere Sachen, denn du kannst drüb spekulieren, so wat deut sich meist rentieren. Max und Moritz umgekehrt leggen dorop gar kein Wert. Hört mal wat vor Leigigkeiten Onkel Fritz nicht schlafen leiten. Jeder von du weit gewiss, wat ein Maienkabel is. Fleiget in Mai abends hin und hier, friertet junge Eikenblier, hanget dags über in Baum, steh verrümme wie in Traum. Max und Moritz voll von Nein, leiten irgend ja nicht sehen, rüseln von de Beime, Boten, Kabels, deren sie dann in Toten und kann Stilkes dann verstärken unter Onkel Fritzens Dirken. Als de abends in Berre ging und dann an to Schnurken fing, würden auch de Kabels warm, kröpen rot auf seinen Arm, krabbeln auf de Nase frei, da war's mit dem Schlaf vorbei. Donnerkiel, reibt Onkel bloß, wat is in min Berre los? Der de Kerze flott ansticken, dann de Kabels bängen drücken, seine Wut was wirklich raut, schlaucht den letzten Kabel daut. Als ich nix mehr kon bewegen, der sich in Berre legen, schnurke wolle wir ganz laut, Schlauch in Traum noch Kabels daut. Düt was all dat 5. Stück, Wiederkeit den Augenblick. Der 6. Streich. In de schöne Frühjahrszeit, wenn schon Austern nicht mehr weht, dauert de Bäckers löhe Faken lecker säutet Backwerksmaken. Max und Moritz, frech und frank, meiken auch de Tierne lang, wollen gerne sich wat halen, ohne dafür zu betalen. Darum meigt de Bäcker schlau mit n Schlurt de Backstür tau. Doch de Jungens durch Stierlen, deren sich durch den Schornstein quälen. Runter ging dat ziemlich glatt, keimen unten an, pot schwatt, fällen in de Kiste Mehl, shit, sagt Max, und keik kann schell, fängt der Prosten an und spiegen, sorgt der Wurm dat Backwerks liegen, hier so gerne sich wat nurm, doch wie was da hinterkommen. Max, der einen Staul sich halen, mit n wackeligen Stahlen, kaum bestiegen, brack der Gleik, beide Fällen in Troch mit Deik. Rund Tau mit Deik von Kauken, holp ken Schennen und ken Flauken, wollen flott noch Boten laupen, doch da hören sie einen raupen. Bäcker kam mit langen Schritten, wat is los da, wo le wirten? Schnappe de Stirlen wollen, der se Butz in Mehl in Rollen, kannst den Tau von unten bis Burmen und dann beide in den Urmen. Noch ne halbe Stunde klaut, keim se rot, so braun wie Braut. Bäcker stelle se wie Wecken oder Klauskerls in de Ecken, und dach so in Sinn, da sieht no kein Leben mehr drin. Doch die Lümmels wast binaut, aber sie würden noch nicht daut. Fängen flott noch allen Seiten an zu knabbern und zu beten, keimen frei und leipen frech durch die Tür noch Boten weg. Bis der Bäcker merket ha, würden sie das schon upen da. Dit was noch das 6. Stück, Wiederkeit in Augenblick. Der letzte Streich. Einmal wohl die Bauer Mecke, nur die Mühle einige Säcke voller Korn und Mahlen schlüren, doch he spür mit Haugebühren, unter der ihn doch was stören,
dat de Säcke lichter würden. Kijkt dann tau, verdammter Schiert in den Sacken langen Schniert. Lange brof nicht rohren, wecker so wat wohl hat dorn, denn do in der scheuren Ecke echter ein paar Roggensäcke seiten ja de beiden Lümmel. Ruckzuck haften klein Getümmel und de Bauer stoppt dat Pack in den grauten Roggensack. No de Mühle ging de Mecke mit de Jungens in de Säcke, stoppe do de Leigen Wichter über Kopf in Mühlentrichter, Mühle meik mit Klackel, Klackel, Honnerfauer, ote Lackel, alles kam dann in den Kurf und in Müllers Honnerhof. Honner, Erne, Geise, Schroten, keimen oten Stall no Boten, freiten sich in Augenblick ihre Klöppe richtig dick. Und, wie Wilhelm Busch beschrieben, ist de nix von überblieben. In den Dorf und bei de Kirchen, was von Trauer nix zu merken, meistens sagt man einfach bloß, Gott sei Dank, des sind wir los. Doch, man kann auch manches hören, gut, dat muss dat nicht würden.